Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion. Mein Name ist Corby und mit dabei heute mit mir in dieser wunderbaren Folge, sie ist deswegen wunderbar, weil ich dabei bin, ist auch mit dabei der Kani. Hi Kani. Ja, hallo. Schön, dass du die Folge wunderbar machst. Ja, schon, gell? Das finde ich zauberhaft von dir. Kannst du dich nur an Weihnachten 2025 erinnern? Na. Wieso nicht? Alter, das ist schweinelang her. Ja, aber da haben wir zwei Folge aufgenommen, die hieß tatsächlich Liebe. Und kannst du dich dran du weißt ja, was du dafür verlangt hast, dass wir tatsächlich Liebe aufnehmen. Erzähl es mal unseren lieben Hörern. Ja, der Corby wollte das Motto aller unserer Folgen in Filmform besprechen damals, nämlich tatsächlich Liebe. Und ich habe mich dazu dann bereit erklärt, aber habe natürlich eine Gegenleistung verlangt, weil wir wissen, es wird nichts umsonst gemacht. Hergeschenkt wird nichts. Und hab dann gesagt, Corby, wenn ich das mit dir mache, dann musst du dafür mit mir eine Art Road to the Mandalorian und Grogu-Film aufnehmen. Und der Corby hat sich dazu bereit erklärt, dass ich einen 1,5-Stunden-Film anschaue und er sich 3 Staffeln anschauen muss. Und das machen wir jetzt. Wir fangen jetzt an, besprechen für euch The Mandalorian Staffel 2, Boba Fett, The Book of Boba Fett und Mandalorian Staffel 3. Aber, wir sind ja geldgeile Wichser. Drum wird das auf 2 Folgen gesplittet. Und irgendwann haben wir mir einfach einen Cut ein und sagen wir so, und jetzt ist Stopp, jetzt müsst ihr einen Geldball zücken und den zweiten Teil könnt ihr euch dann Stan-inklusiv anhören, weil, wie ich vorher schon mal gesagt habe, hergeschenkt wird nix, oder? Corby, was sagst du? Ja, richtig. Ich kann mich zwar an den Deal so erinnern, dass du zu mir gesagt hast, wir nehmen dann eine Folge zur zweiten Staffel auf. Ich muss aber sagen, als ich dann die zweite Staffel geschaut habe und es ein paar Terminschwierigkeiten gab, mit dir aufzunehmen, haben wir uns ja dann dazu entschlossen, so wie es du gerade erklärt hast, The Road to the Mandalorian and Grogu. Grogu. Der Grokel. Nehmen wir einen Grokel. Genau. Folgen aufzunehmen und deswegen fangen wir gleich mal an. Do it. Für alle, die schon seit 2020 dabei sind, die wissen natürlich, dass der Kani und ich bereits eine Folge zu dem Mandalorian Staffel 1 aufgenommen haben. Und zwar am 26. Oktober 2020 ist diese Folge erschienen. Folge 33, also macht's kurz einen Cut rein und hört euch das an. Dann wisst ihr, was in Staffel 1 so passiert ist. Genau. Und der Corby hat damals gesagt, er freut sich schon auf ganz viel weitere Star Wars Folgen und es ist, glaube ich, noch genau eine gekommen, oder? Nein. Wir haben The Acolyte aufgenommen. The Acolyte und Ahsoka? Nein. Also über die Book of Boba Fett haben wir eigentlich auch schon mal geredet. Und zwar, ja, in die letzte Mal. Genau, 2022. Aber ja, uns fällt bestimmt nur die eine oder andere Star Wars Folge ein, die wir besprochen haben. Ist doch egal. Um das geht's jetzt nicht, um deine Lügen. Wir fangen jetzt an mit Staffel 2. Die Prämisse ist, dass der Mandalorian namens, wie heißt der? Din Djarin. Der Din Djarin, gespielt von Pedro Pascal, seinen grünen kleinen Freund dabei hat. Da weiß er auch noch gar nicht, wie er heißt, aber er erfährt dann durch seine Schmieden von den Mandalorian Gangsters, dass sie einen Jedi finden müssen. Und dieser Jedi ist nämlich dann das Ziel von dem Grogu. Ja, jetzt habe ich den Namen schon gesagt. Ist ja egal, ihr wisst ja schon, dass er so heißt. Wir haben ihn ja als beim The Road to haben wir auch schon gesagt. Eben. Und die Staffel 2 ist tatsächlich ziemlich geil, weil da geht es eben darum, dass sie diese Reise weiter fortführen und am Ende dann eben auch der Grogu in einer ziemlich sentimentalen und traurigen Finalfolge dann übergeben. So viel habe ich jetzt schon verraten. Ich weiß noch nicht genau, wie die Folgen jetzt dann ausschauen, die wir hier gerade aufnehmen. Aber ich gehe mal sehr stark davon aus, dass der Kani einen riesigen Korb mit Easter Eggs dabei hat. Na. Ach, Kim.
Ich doch nicht, ich doch nicht. Aber ihr jetzt gesagt, wir reden einfach so ein bisschen drüber, was waren denn so die Highlights für uns in den jeweiligen Staffeln? Ja, genau. Weil sonst sitzen wir da ewig da. Und ich muss ja sagen, Staffel 2 ist meine Lieblingsstaffel von The Mandalorian. Und da finde ich, ist jede Folge so ein bisschen wie ein Kurzfilm. Also diese ganze Dynamik, die da mit drin ist, das finde ich einfach cool. Gleich die erste Folge, der Marshall, wo es ein bisschen so Western-mäßig darum geht, dass er einem Sheriff, der zufällig die Rüstung von Boba Fett anhat, dabei hilft, einen riesigen Drachen zu besiegen. Einen Kite-Drachen. Einen Kite-Drachen. Und das machen es nicht nur von der menschlichen Seite aus, sondern auch noch mit Tusken-Räubern, Tusken-Menschen. Tuskenräuber, ja. Sandleute, genau. Nur die dürfen sterben. Also der Drache, der erwischt einen Haufen Sandleute, aber keinen einzigen Menschen. Aber nichtsdestotrotz ist es eine ziemlich geile Folge, ziemlich viel Witz mit dabei und ist ein cooler Auftakt. Und eigentlich so jede Folge in der Staffel hat so was Besonderes. Deine Lieblingsfolge wird wahrscheinlich gleich die zweite gewesen sein mit der Passagierin, weil du die mit dieser Frog Lady identifizieren konntest. Ja, komplett, das ist absolut meins. Ja, also es ist echt ein geiler Auftakt. Also allein mit dem Timothy Olyphant eben da als Cop Vant, finde ich liebe ja einen Timothy Olyphant. Seit Scream 2 mag ich den sau gern. Hab leider die Justified-Serie mit ihm noch nicht angeschaut, wo er auch so Western-Setting hat. Und ja, wie du schon sagst, das ist ja gleich so mal, die erste Folge war gleich so ein Statement mit diesem Kite-Drachen, die Effekte, die da schon wieder aufgefahren worden sind. Bam! Also das ist wieder ein Feuerwerk und schaut so geil aus, dass ich schon wieder Vollgas ausgeflippen hätte können. Und hab mich nur wieder gefragt, warum funktioniert das nicht immer? Aber die Frage, die können wir uns ja noch 1000-mal stellen, wir werden es nie beantwortet kriegen. Aber für Mandalorian Staffel 2 ist es ein fetter Auftakt und eine geile Ansage gewesen, was Effekte im Filmuniversum angeht. Übrigens auch gleich ein nettes Easter Egg nebenbei. Den Kite-Drachen, das Skelett hat man damals schon bei Episode 4 gesehen, wenn der R2D2 und der C3PO so durch die Wüste stapfen, sagst du im Hintergrund einmal ein Skelett liegen. Das war ein Skelett vom Kite-Drachen. Good to know. Nein, er hat gar keine Easter Eggs dabei. Ja, was soll ich machen? Ein bisschen was hat man schon gesehen. Ja, die Staffel Folge 2 ist dann eigentlich ziemlich cool mit der Froschfrau, wie du schon gesagt hast. Das ist ja allgemein dann eine geile Folge, weil die noch mehr Witz wieder mit einbringt, aber im Grogu, weil er die ganze Zeit die Eier frisst, weil unser Mando muss dann diese Frosch-Lady auf einen anderen Planeten bringen und das passt der grad, weil er nämlich seinesgleichen unter anderem sucht. Er sucht andere Mandalorianer und die sind Planetennamen, keine Ahnung, sind da halt, wo auch diese Dame hin muss, darum nimmt das mit, aber sie dürfen nicht mit Lichtgeschwindigkeit reisen, weil das ist schlecht für die Eiers vor der Kleinen. Und von dieser Transportbox mit Eier hängt, glaube ich, auch der Fortbestand ihrer Linie ab, was am Grogu recht wurscht ist, weil der brodelt damit gemütlich die Eier ein. Nein, er ist halt nicht einer von den Jedis, der das Leben wertschätzt, sondern er wertschätzt halt eher gutes Essen. Er weiß es halt nicht besser. Das stimmt, nein, er ist ein Baby. Ja. Er ist ja nur ein Baby. Die müssen dann auf jeden Fall vor den Rebellen flüchten und landen dann auf so einer Hot-ähnlichen Umgebung, also so Winterlandschaft. Ja, genau. Aber ist eher mit Gletschern versehen und daher schaut es eigentlich gar nicht so aus wie Hut. Ich kann es gar nicht aussprechen, keine Ahnung. Hut. Und da machen die Begegnung mit einem Eisspinnenvolk und das ist eigentlich auch ziemlich geil. Also ich muss sagen, die erste und die zweite Folge, die machen schon mal richtig Bock eben auf diese Staffel, weil es so abwechslungsreich ist und trotzdem die ganze Zeit witzig. Und das ist ja also die Mischung, warum ich Mandalorian eigentlich schon sehr gerne mag. Dann in der nächsten Folge kennen wir uns dann an bei diesem Mond Trusk, so heißt der. Da war es, genau. Wo eine ziemlich coole Stadt ist mit verschiedenen Fisch-Aliens. Also die Frog Lady findet ihren Frog-Dude. Und der Mando gerät in einen Hinterhalt von so Oktopus-ähnlichen Aliens. Ja, den Namen weiß ich jetzt auch noch. Ich glaube, die eine heißen Don Calamaris oder so, die mit den Klubschaugen, wo der Captain Akbar her ist. Aber das andere Volk weiß ich jetzt auch nicht, wie es heißt. Die schauen ein bisschen so aus wie der Davy Jones von Fluch der Karibik 2. Ja, genau. Ja. Da weiß man schon, wie man meint. Genau.
Und da wird der Mando gerettet von der Bo-Katan Kryze. Und das ist ja schon das erste Mal, wo dann alle Star Wars-Fans absolut ausflippen, Dinge vom Tisch werfen und sagen, nein, das machen sie doch nicht wirklich. Jo, geil, endlich Bo-Katan im real Star Wars-Universum. Also Fans von Clone Wars kennen es natürlich eh schon als die Schwester der damaligen Herrscherin, der Love Interest vom Obi-Wan. Und sie ist ja, glaube ich, damals von der Ding auch gesprochen worden, synchronisiert worden von der Casey Sackhoff, meine ich heißt. Ja. Katie Sackhoff. Genau, Sackhoff. richtig. Und die spielt auch die Rolle und passt so gut, es schaut einfach nur geil aus. Und ich war wirklich, da hat mein Herz ist da aufgeblüht, das erste Mal in meinem Leben, als ich das gesehen habe. Nein, nicht das erste Mal, ist er schon öfter mal aufgeblüht. Aber wieder mal, nachdem es wieder verschlossen war, hat mich das sehr gefreut. Auf jeden Fall ist da das für Mando richtig schockierende, dass das zwar andere Mandalorianer sind. Also das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Die Bo-Katan ist eine Mandalorianerin und zwar ziemlich hohes Viech. Ja, die Schwester von der Kini. Genau. Kinigin. Von der Kinigin. Und Mandalore ist ja mittlerweile kaputt. Das hat man ja in der ersten Staffel schon erfahren. Die Mandalorianer haben ja alle so ihre Richtlinien, sage ich jetzt mal, Gesetze, unter anderem, dass man einen Helm nicht abnehmen darf und sie und ihre Kumpanen nehmen einfach ihre Helme ab. Die Spinnen. Da klatscht sie einmal dann der Mando auf die Schenkel und sagt dann, was, das darf wohl nicht wahr sein. Und der Bo-Katan ist das aber ziemlich scheißegal. Und gibt ihm aber dann, weil er auf der Suche ist nach einem Jedi, den nächsten Hinweis. Und zwar, sie weiß, wo eine Jedi ist. Und zwar die Ahsoka Tano. Und da bin ich völlig ausgeflippt. Also, ich hab's, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal gesagt. Ich glaube, es war ein Warlex. Ich hab mir das ja mal angetan. Die komplette Clone Wars Serie. Die wirklich gut ist, aber angetan deswegen, weil halt die ersten, weiß ich nicht, 4 oder 5 Staffeln völlig unchronologisch vonstatten gehen. Nein, das stimmt nicht. Die ersten 3 sind ein bisschen verbogen. Staffeln. Nein, du Lügner. Ist mir scheißegal. Es kommt einem so vor, wenn man irgendwann das dann auch nicht checkt, wie, ach so, jetzt bleiben wir auf einmal chronologisch oder was. Es ist auf jeden Fall sehr anstrengend. Und es gibt, glaube ich, eine Staffel, da geht es fast ausschließlich um die Mandalorianer. Und um das Dunkelschwert und den ganzen Mist. Bums. Und Ahsoka Tano ist halt in fast jeder Folge, das ist der Padawan vom Anakin. Und ich liebe sie. Sie ist so toll. Und da sind wir dann, glaube ich, schon in der nächsten Folge, oder? Ja, genau. Da geht es dann eigentlich, weil er kriegt dann den Hinweis, wo sie noch Mandalorier eine Jedi-Money aufhalten kann. Was auch noch cool ist, die bei der Bo-Katan dabei ist, die Dame, ich glaube Sasha Banks heißt, wer Catch No schaut, wie der Seppi, hat da wahrscheinlich auch schmunzeln müssen, als er die gute Dame dann auf einmal unter dem Helm hervorschauen sieht. Gerüchteweise, glaube ich, heißt sie ist verwandt mit dem Snoop Dogg. Ist aber nicht so zugeraucht. Die nächste Folge heißt da, glaube ich, dann schon, nein, also nicht der Jedi, das ist dann der Belagerer erst noch dazwischen. Ich glaube, die übernächste Folge ist es dann, weil jetzt haben wir nochmal einen Zwischenstopp auf Nevarro, wo das Schiff repariert werden muss vom Mando, weil das ist ja ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden, auch nach dem Spinnenangriff von den Ekelviecher. Und auf Nevarro hilft er dann seine alten Bekannten, Greef Karga und der Cara Dune, so eine alte imperiale Basis zu zerstören. Das ist nur die Zwischenfolge, bevor wir zu dem Jedi kommen. Ziemlich coole Folge, da führt ja auch der gute Herr, deren Keith Karga, wie heißt der, wie habe ich gesagt, Greef Karga führt der Regie. Wie ist jetzt sein Name? Der ist ja erst letztes Jahr verstorben. Let me just look. Uno momento. Carl Weathers, genau. Ist, glaube ich, seine erste Regiearbeit in der Serie und spielt sie da selber und ist ziemlich geil gemacht. Also ich finde, das ist eine richtig coole Folge, wo man dann auch wieder einen alten Bekannten sieht, nämlich das erste Opfer, nenne ich es mal, vom Mando aus der allerersten Folge, die er abliefern muss, dieser Blaumann, der ist auch wieder dabei. Und ja, es heißt, es ist eigentlich eine stillgelegte imperiale Basis und dann stellt sich raus, dass sie doch nicht so still ist. Auf einem Vulkan steht das Ding und sie erfahren dann ein bisschen was da so gemankelt wird. Unter anderem, dass ein Totgeglaubter doch nur am Leben ist,
nämlich unser, wie heißt der, Giancarlo Esposito. Ach, der Moff Gideon. Moff Gideon, genau. Der Typ nämlich, der in der Schlussszene von der ersten Staffel dann nur aus seinem Raumschiff geklettert ist, eben mit dem Dunkelschwert. Richtig geiles Laserschwert, aber dieses Mal wirklich als Schwert. Ja. Yeah. Und das haben unsere Leute ja noch nicht gewusst, dass der noch lebt. Das erfahren sie dann hier erst. Coole Verfolgungsjagd dann am Ende in der Folge, die finde ich richtig mega geil, mit den TIE Fighter, die einer neu fliegen, also zuerst schon mit den Speeder und dann die TIE Fighter, wenn dann der Mando da kommt und sie rausholen muss. Beste Szene natürlich dann, wenn der Grogu die ganze Zeit die Keks frisst und dann hinten geil reinspeibt, weil ihm der Mando sauber zu viel Schleifen geflogen ist. Muss ich lachen, geil bescheuert. Und ist halt vor allem geil, weil, wie schon am Anfang erwähnt, jede Folge ist so in sich abgeschlossen und eine richtig coole Kurzgeschichte. Und macht halt auch Spaß. Es ist total abwechslungsreich und das ist einfach cool. Und geil, schaut immer geil aus. Also dieses Statement von der Folge 1, das wird durchgehalten. Die Qualität von den Effekten nimmt keinen Moment ab, egal ob das so rasante Action-Szenen eben sind oder ob es stinknormale Umgebungen sind. Es schaut so gut aus, diese ganze Serie. Auf alle Fälle, nachdem das dann erledigt ist und ist das Schiff hergerichtet und so. Und dann hauen wir ab, um Ahsoka Tano zu treffen, die gerade irgend so komische, auf Corvus ist sie, genau, und vor irgend so einem Dorf, wo die Magistratin Morgan Elsbeth sitzt und sie dann sagt, hey, jetzt lasst mir eine. Die sagen, nein, du darfst nicht eine. Dann sagt sie, ja, super, und geh halt nicht ein. Und dann kommt der Mando irgendwann und sagt, hey, lasst es halt ein. Dann sagt sie, nein, lass mir nicht ein, helf uns, dass wir's fangen. Also wie du das erzählst, habe ich jetzt schon keinen Bock mehr auf die Folge. Aber eigentlich... Ja, freilich. Es geht nur darum, dass ihr Beine darf und keiner lässt den anderen ein. Das ist eigentlich saugemein. Warum öffnen sie nicht die Türen und helfen sie mal? Na, der Mando kommt dann und wird von der Morgan Elsbeth da mehr oder weniger beauftragt, die Ahsoka zu fangen, aber er lässt da so Hintertürchen offen, weil er diesen Auftrag ja nicht in der Art annimmt, wie er eigentlich gedacht ist. Und dann trifft der Mando auf die Ahsoka und es ist einfach schön, wie der Corby vorher schon gesagt hat, als man dann das erste Mal Rosario Dawson als Ahsoka Tano sagt, boah, Gänsehaut damals ohne Ende mit ihren weißen Laserschwerter. Weltklasse, auch in diesem rauchverhangenen, abgefackelten Void, wo sie dann auch am Anfang noch ein bisschen Leid bekämpfen muss. Es ist so geil in Szene gesetzt und sie spielt es auch wirklich richtig, richtig gut. Also ich bin sofort erinnert an ihre Figur aus Clone Wars. Ist ja geil, dass sie ja die original deutsche Synchronsprecherin hat. Also perfekt. Ich bin da richtig verliebt. Und auch schön, so diese Detailverliebtheit. Man hat ja bei Clone Wars auch immer, die Ahsoka wird ja immer von so einer Eule verfolgt. Oder zum Beispiel in der letzten Folge sagt man es dann nochmal bei Clone Wars. Und auch hier, wenn sie dann auf dem Mando trifft, sitzt diese Eule in so einer Szene links oben in die Bäume, in die Äste wieder. Was, die wird von einer Eule verfolgt? Ja, Konvor-Eule nennen sie die. Und die meine ist irgendwie so, ich müsste da nochmal einlesen, wie das was die genau symbolisiert, aber ich glaube, sie symbolisiert so Reinheit und Hoffnung, für das der Ahsoka mehr oder weniger steht. Und die ist immer, oder ganz oft in Clone Wars schon, von so einem Vogel, immer wenn sie in Szene gesetzt wird, ist irgendwo im Hintergrund, siehst du irgendwo so diesen Vogel umeinander fliegen. Und das haben sie da auch wieder mit eingebaut. Aha. Und am präsentesten ist es, meine gewesen, bei der letzten Folge von der 7. Staffel Clone Wars, wenn der Vader dann so da steht und dann, glaube ich, fliegt's auch, ich glaube, sie lässt ihre Laserschwerter da liegen, wenn ich es richtig im Kopf hab, und dann fliegt die Eule, meine da dann am Himmel umeinander. Das, meine, war der präsenteste Moment, wo man es gesehen hat. Mhm. Ja, krass. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Selber habe ich es auch nicht gesehen, das habe ich ganz ehrlich nachgelesen. Aha. Ja, wie möchtest du das sehen? Alles ist abgefackelt, alles ist braun und dreckig und dann sitzt da so ein brauner, dreckiger Vogel im Eckerl. Ja, das sagt ja kein Mensch nicht. Die Folge ist aber richtig geil visuell aufgebaut. Und zwar wie so ein japanischer Samurai-Film. Und das ist ja gerade beim Finale halt dann richtig geil, wenn sie dann zum Kämpfen anfängt. Und ja, da weiß man dann schon, okay, die gute Dame haben es sehr, sehr, sehr gut gecastet. Vollgas, ja. Und ich habe es ja auch schon gesagt gehabt, die Ahsoka ist nicht die Jedi, die den Grogu dann mitnimmt, sondern die sagte dann, da gibt's schon noch einen anderen, aber du hast ja Grogu. Und dann sagt der Mando, wie, wer ist Grogu? Was ist da los? Und dann kommt eben raus, okay,
Sie kann eben über diese telepathischen Kräfte, weil eben der Grogu diese Macht hat von den Jedi, auch den Namen unter anderem raushören. Ich glaube, sie sagt ja dann auch, wie alt er ist, oder? Oder Ich glaube schon, dass er um die 50. Das wissen wir ja schon seit der ersten Folge, glaube ich. Ja, ich glaube, das war in der ersten, was kostet, dass er um die 50 ist, gell? Reicht es, aber. Ich glaube schon, dass 50 Jahre ungefähr kosten hat. Ja. Auf jeden Und Fall. ist ja Michael Biehn in der Folge dabei. Das ist der Lang praktisch, der Bodyguard von der Elsbeth, der dabei steht. Und den sehe ich auch gerne, Michael Biehn. Ist auch ein cooler Typ. Damals Corporal Hicks bei Aliens die Rückkehr und Kyle Reese bei Terminator. Schön, dass der auch noch einen Auftritt hat. Mingma. Cool. Ist es der Bruder vom Sean Bean? Nein, nicht ganz, weil das sind unterschiedliche Bean-Schreibweisen. Ach so, okay. Leider muss ich die enttäuschen. Also ist er verwandt mit Mr. Bean. Gut, dann. Nicht. Der ist nämlich gestimmt wie der Sean Bean. Dann wird es jetzt richtig cool, weil die nächste Folge, die Tragödie, ist vom Robert Rodriguez. Geil, gell? War ich voll überrascht, als ich das gelesen habe, dass der da Regie mitführen darf. Und hat er so eigentlich eine der coolsten Folgen da gemacht. Vor allem der Endauftritt, das ist ja obergeil gewesen. Genau, sie sind nämlich beim sehenden Stein auf Tithon oder Titon, keine Ahnung, wo der Grogu so einen Trip schiebt und der Mando in der Zwischenzeit gegen ein paar Stormtrooper kämpfen darf. Aber er kriegt Unterstützung, und zwar von 2 Überraschungsgästen. Einmal dem Boba Fett und dann noch der Fennec Shand. Und Boba Fett wird vom Ding gespielt, vom Temuera Morrison, der ja auch in den ganzen Star Wars Filmen die Klonkrieger gespielt hat und eben auch schon Jango Fett. Und jetzt darf er hier auch den Boba Fett spielen, wo wir dann natürlich auch erfahren, okay, es ist nicht nur seine Rüstung noch da, also nicht nur die Rüstung hat es überlebt, sondern auch er selber. Genau, man hat ja eigentlich schon mal in der ersten Staffel kurz gemerkt, dass er noch lebt, als die Fennec Shand damals eingeführt worden ist und sie vermeintlich tot in der Wüste zurückgeblieben ist. Da kommt ja dann so ein Fuß und man hört so dieses Klickern von so Cowboy-Stiefeln und das war das markante Auftreten von Boba Fett. Also die ganz tiefen Fans haben das damals schon gewusst, aber da ihm dann zum Singen ist schon richtig geil, vor allem wenn er sich dann seine Rüstung anzieht. Die ein wenig eng geworden ist um die Taille, das muss man gestehen, aber das sind alles Muskeln. Genau, mit dem Alter wächst halt auch der Sixpack und deswegen ist es eng geworden, ist ganz klar. Aber inszenatorisch bombengeil, also das ist halt einfach Rodriguez, das kann er so Action inszenieren und das zeigt er da auch, der wenn dann sie da in der Rüstung mit der Fennec Shand und mit den Jaren durch diese Stormtrooper horzt und schnetzelt und schießt und kämpft und haut, das macht so viel Spaß zum Zuschauen. Nur geil. Also ich hab die Zeit meines Lebens gehabt, schon fast bei der Folge. Aber es sind ja nicht die einzigen, weil die Folge heißt nicht umsonst die Tragödie, denn es kämen ja dann diese verdammten Dunkeltruppen und entführen das arme Baby-Yoda-Baby und singt das ab. Und das ist natürlich die Tragödie dieser Folge, warum sie so heißt. Ach so, ich hab gedacht wegen der Razor Crest. Es geht ja nicht. Stimmt, die haben ja auch noch. Ja, Razor Crest, ich hab die ganze Zeit den Namen von ihr gesucht und haben nicht mehr zusammengebracht. Die Razor Crest, ja, das ist, den Jaren verliert nicht nur Baby Grogu, sondern auch die Razor Crest wird richtig mies weggebolzt. Für alle, die nicht wissen, was das ist sein Schiff. Richtig mies, da bleibt gar nichts mehr übrig von dem Schiff, außer der Beskar-Speer, den er von der Elsbeth bzw. von der Ahsoka in der Folge vorher noch gekriegt hat. Aber das Ding ist wirklich dem Erdboden gleich gemacht worden mit dem Laserschuss von dem Sternzerstörer vom Moff Gideon. Ja, das ist ziemlich kacke. Richtig mies. Deswegen ist er ein bisschen down. Aber Gott sei Dank ist ja der Boba Fett noch da und sagt dann, ey, Kim schon, Kopf hoch, Junge. Rudi. Ich nimm die jetzt mal mit, Kim. Ja. Und dann geht es dann schon weiter mit der nächsten und vorletzten Folge von dieser Staffel, und zwar der Getreue. Und hier muss er nämlich sich auf Rettungsmissionen begeben, und zwar mit der Cara Dune, mit Fennec, Boba und mit dem Mix Mayfield, der gespielt wird von Bill Burr. Und das ist ja auch noch nicht irgendeine Neueinführung, sondern den haben wir ja bereits schon in der ersten Staffel gesehen, bei dieser coolen Gefängnisausbruchsgeschichte. Ja, The Heist, meine, hat's geheißen, die Folge.
Da sind sie auf jeden Fall in einem imperialen Gefängnis. Raffinerie. In einer Raffinerie, genau, in der Basis, aber er holt einen Mix aus einem imperialen Gefängnis. Also aus einem, nicht Imperial, weil das Imperium gibt's ja zu der Zeit offiziell nicht mehr, sondern von der Hohen Republik, von der Neuen Republik. Von der ist er eingesperrt worden nach diesem Überfall auf das Gefängnis. Aha, okay. Dann habe ich hier falsche Informationen. Dreckschwein, wer war das? Mal wieder Ja, das okay. Internet, das ist ja Wahnsinn. Das ist komisch, weil wenn es im Internet steht, stimmt's mal. Ja. Aber da kennen wir doch imperiale Truppen drin vor. Da, wo sie dann einbrechen, schon, weil das ist eine Raffinerie vom Imperium. Aber da, wo der Mix Mayfield eingesperrt war, dieser Schrottplatz, das ist von der Neuen Republik. Okay. Genau. Gut. Und Sie wollen ja, glaube ich, bei dieser Basis die Koordinaten vom Grogu rausfinden. Genau, da müssen sie so ein Schweinsgerät hacken, damit sie rausfinden können, wo der Moff Gideon mit seinem Schweinszerstörer hingeflogen ist. Genau. Ja, ist eigentlich auch eine coole Folge. Wir sehen mal wieder an Pedro Pascal ohne Maske, ohne Helm. Das erste Mal, dass wir in dieser Serie auch andere ohne Maske zum Singen kriegen. Also es ist eigentlich ein ziemlich krasser emotionaler Einschnitt für ihn, der sein hässliches sein Gesicht Schwur, die ganze Zeit verbergen möchte. oder sein Schwur eben zum ersten Mal wirklich brechen muss und vor anderen da den Helm abnimmt. Erstens mal, um nicht aufzufliegen, und zweitens merkst du halt auch, wie wichtig, dass ihm der Grogu da ist, weil er halt den Wiederfinden über alles andere steht. Also das finde ich, da hat die Figur das erste Mal so richtig, ja, schon fast leiden müsst, weil man richtig merkt, wie ihm das zuwider ist, dass er das jetzt machen muss. Und auch eine krasse Szene allgemein in dieser Raffinerie, wenn dann der Waylon Hess daherkommt, gespielt vom Richard Brake. Ich liebe Richard Brake, geilster Typ überhaupt. Wenn sie dann an dem Tisch sitzen und sie zu dritt unterhalten und der Bill Burr, also der Mayfield, wenn sie über den Einsatz da reden, wo der Hess dann eben so sagt, ja, und wurscht, was mit den Leuten war, die sind ja für was Höheres praktisch gestorben. Man sagt da wieder so vielleicht so eine kleine Anleihung ans Dritte Reich, ist ja nicht gerade immer so die Uniformen, sondern auch der Name Hess in dem Fall. Und die Szene finde ich extrem krass, ist von Bill Burr auch so gut gespielt, wo es ja, wo er davor schon mal sagt, man versucht einfach nur, dass man so lebt, dass man noch auf Nacht gut schlafen kann. Und er eben da dann etwas macht, wo es ziemliches Chaos auslöst, aber eben dafür sorgt, dass er wieder gut schlafen kann oder besser. Unglaublich gute, intensive Szene, hat mich richtig mitgenommen, das Ding. Ja. War stark. Also, Und vor allem am Schluss eines der schönsten Geräusche, die das Star Wars Universum zu bieten hat. Wenn's wegfliegen mit der Slave One, mit Boba seinem Schiff und dann diese Detonatoren oberfallen, dieser kurze stille Sound und dann das macht dir Spaß. Das ist das Schönste. Das ist eins der schönsten Geräusche, die Star Wars Universum hervorgebracht Okay, hat. das Ich liebe es. ist schön. Okay. Ich liebe es. Ja, und wie stehst du dann zum Finale? Liebst du das auch? Ich liebe es. Also das Finale von Staffel 2 ist Peak Mandalorian, hätte ich fast behaupten. Also das ist für mich das Beste, was der Mandalorian bisher ausgebracht hat. Kriege ich jetzt nur eine Gänsehaut, wenn ich an diese Folge denke. Da passt von vorn bis hinten wirklich alles, von der Umsetzung, von der Erzählung, von die Emotionen, die das hervorruft. Also beim Ende, da kann ich auf alle Fälle ein Tränchen verdrücken. Und das auf der einen Seite, weil ich traurig bin mit dem Abschied, den der Grogu und der Mando dann voneinander nehmen müssen, und weil mich so frei, dass wir da einen Luke wiedersehen und er endlich die Behandlung kriegt, die er verdient gehabt hat als Figur, nicht diesen Mist aus Episode 8, sondern so wie er da eingeführt wird. Genau so hat sich das für mich als respektvoller Umgang mit dieser Figur angefühlt, auf die so viele Menschen schon immer aufgeschaut haben, sagen wir, mit der so viele Menschen aufgewachsen sind, dass er ein erster großer Held war, den sie vielleicht im Kino gesehen haben oder im Fernsehen oder sonst irgendwas. Er kriegt gerade hauptsächlich von sich. Ja klar, von wem sonst. Und es ist so schön zum sehen, wie sie diese Figur da kommen lassen, wie sein X-Wing reinfliegt in den Hangar, dann diese verhüllte Figur da entlang geht, dieses Laserschwert aufgeht und er sie durch den Gang dann durchkämpft, durch die Dunkeltruppen. Also wirklich überragend geil dargestellt. Es ist, wie gesagt, jetzt halt immer noch Gänsehaut, wenn ich an das denke. Ja, und neben am Luke kämpft natürlich auch der Gideon gegen einen Mando. Und der Mando gibt alles. Er gibt alles, damit
er seinen Grogu wieder in den Arm halten kann und er schafft's. Und das ist halt richtig schön und dann kommt aber zufällig gerade nur der Luke, weil der Gideon nur ist es dann auch die Dunkeltruppe, diese Roboter? Ja, das sind diese Dunkeltruppen. Genau, die auch nur aktiviert hat und da muss sie erstmal der Luke durchschnetzeln. Auf jeden Fall. Das macht er schon schön. Der Kani hat es ja schon gesagt, das ist sehr emotional. Jetzt nicht nur, weil man Luke sieht und der Kani unterbrochen dann gestöhnt hat, weil der Luke da ist. Mit dem R2D2 natürlich. Sondern eben, weil dann eben rauskommt, okay, das ist der Jedi, wo der Grogu übergeben werden soll. Und das ist halt wirklich auch nochmal ein sehr tränenreicher Abschied, weil er da der Mando dann nochmal seinen Helm abnimmt, dass der Grogu mal sein Gesicht sehen kann und so und boah. Und, das ist schon übel. Und für mich hätte da diese Serie einfach enden sollen. Das wäre perfekter Abschluss gewesen. Es wäre, das wäre einfach perfekt. Und jetzt, wenn ich drauf schaue, wie lange das her ist, das war am 18.12.2020, dass diese Folge rausgekommen ist eigentlich schon 6 krass. Jahre ist das schon, Alter, irre. Ja. Fuck, vergeht die Zeit. Ja, aber ja, ich war auch nicht best gewesen, wenn die Serie da geendet hätte, weil die wirklich auf einen sehr emotional perfekten Ton aufgehört hat. Auch wenn sie eher tragisch endet für einen Mando, aber trotzdem, er hat seinen Auftrag erfüllt, er hat noch zu den Seinen gebracht, wie es irgendwie heißt. Er hat die Seinen gefunden, seine neue Mandalorianer und so. Da hätten wir schon aufhören können, auch wenn jetzt nur ein paar Stränge vielleicht fertig erzählt, nicht ganz auserzählt waren nach Staffel 2. Aber das war nicht best gewesen, weil das wirklich, also dieses Finale ist Peak Mando. Ja, nur hat sie der Disney gedacht, nee, Leute, bitte, ihr liebt's doch diesen kleinen Baby-Yoda. Und den werden wir eigentlich dann noch weiter servieren. Und der liebt seinen Mando. Und das werden wir eigentlich noch weiter servieren. Und wir haben gemerkt, hey, den Boba Fett, den können wir ja noch weiter verheizen. Und somit sehen wir nämlich dann klar, auch in der oder? Staffel 2 Sie haben am recht, Ende in der Post-Credit-Scene. In der Post-Credit-Scene sehen wir nämlich dann nur mal Boba Fett und die Fennec, wie sie den Palast vom Jabba stürzen. Also Jabba ist ja nicht mehr da. Aber der Bib Fortuna ist da und hat das Ganze übernommen. Den bringst dann mal schnell um. Der Boba setzt sich auf den Thron und dann kommt eingeblendet The Book of Boba Fett. Boba Fett. Aber auch cool, also das ist schon geil episch, wie er dann in seinem Stuhl drin wammelt. Jack Phoenix hockt sie hinter ihrem cool Hieß, sauft aus der blauen Flaschen aus. Der Sound dann noch dazu. Also das ist richtig episch in Szene gesetzt, finde ich. Das hat mir gefallen. Ja, also da werden wir jetzt gleich drüber reden. Ich finde, der Book of Boba Fett hat schon die ein oder anderen Stärken. Was ich auch da geil finde, ist halt der Titelsound. Also das finde ich schon cool. Genauso wie bei Mando Staffel 2. Sie haben hier auch wieder halt ganz viel Musik mit einbaut, die in der ersten Staffel noch nicht mit drin war. Und es ist einfach wirklich super. Also es ist ja, vor allem der Score, das habe ich glaube ich in der Folge zur ersten Staffel gesagt, ich liebe den Score von der Mando-Serie. Finde ich, es ist so geil, oder das ist so ein cooler Western, der ruft immer ein bisschen so ein Western-Feeling hervor, finde ich. Das finde ich geil. Das taugt mir. Und er kommt nicht ganz ohne, finde ich jetzt, der Score von Book of Boba, aber auch geil. Passt, zu der Figur passt. Aber mit Mando kann es nicht mithalten. Genau. Dann, Kani, worum geht's denn in The Book of Boba Fett? Oder willst du nur schnell ein bisschen was haben wir noch zu Mando. Ich hab mir schon gedacht, du platzt nämlich sonst, wenn du nicht nur 800 Easter Eggs zur Staffel 2 erzählen kannst. So viel sind sie nicht. Also tatsächlich nicht so viel. Aber was ich cool fand, dass wir hier auch schon mal einen Thrawn erwähnt gekriegt haben in der zweiten Staffel, die wir dann später bei der Ahsoka-Serie dann auch in der Real-Version singen. Und da haben ja Rebels-Fans auch zum ersten Mal gleich wieder so, oh Gott, Thrawn wird eingeführt, weil zu Thrawn gibt's ja eine geile Trilogie, die jetzt halt zum Extended Universe, glaube ich, heißt, gehört. Aber kann ich nur empfehlen, Hörbücher habe ich mir vor Zeit erst dazu auch gehört. Und er ist auch richtig schweineböse eigentlich, der Kerl. Finde ich cool. Und was haben wir denn noch alles? Ich mag ja die Detailverliebtheit, die Macher da immer so an den Tag legen. Weil man hat ja oft mal so kleine Kontinuitätsanschlussfehler, sage ich jetzt mal, wie
in der Szene hat er das Kappe vorwärts auf, in der nächsten Szene hat er das Kappe rückwärts auf oder so blöde Fälle. Und das finde ich, zumindest ist mir persönlich nicht viel davon aufgefallen, sondern eher so das Gegenteil wie von Folge 1 auf 2. In Folge 1, wenn es den Kite-Drachen erledigen, ist er ja von oben bis unten voll mit der Letten. Als Folge 2 weitergeht, ist die Letten halt immer nur an ihm dran. Er ist nicht auf einmal sauber, obwohl schon wieder ein bisschen Zeit vergangen ist, sondern es ist immer nur, man sagt, okay, der geht da jetzt weiter, er ist nicht putzt worden. Das finde ich geil, dass sie das machen. Oder auch wenn er, ich glaube in der in der 7. Folge, da in der Raffinerie, wenn er kämpft, dass sie auch da ist er dann auf dem Fahrzeug wo diese Piraten, nenne ich jetzt mal, angreifen und den Transporter überfallen worden, wenn er kämpft und dann automatisch immer so seine Unterarme als Schutz hernimmt, weil er es einfach gewohnt ist, dass er mit Beskar-Rüstung kämpft und dann hauen sie ihm halt die Rüstung runter und das tut ihm weh. Das finde ich auch so eine schöne Kontinuität, dass er nicht auf einmal voll kämpfen kann, wie mit der Rüstung in einem Fight nichts ist, sondern man sagt einfach, hey, sein Kampfstil ist jetzt nicht geeignet für das, was jetzt gerade passiert. Er muss sich anpassen. Also sie haben da unglaublich coole kleine Details mit eingebaut, genauso wie, dass man mal sagt bei der Slave One, also sie heißt jetzt nicht mehr so ein Boba sein Schiff, das glaube ich heißt jetzt anders, fragt mich nicht wie, aber man sagt immer, das liegt ja eigentlich und wie schaut das eigentlich aus, wenn es innen drin ist und das haben sie da jetzt auch mal bedacht und berücksichtigt, dass sie halt dann sagen, wenn sie drin sitzen, dass du sagst, das Raumschiff rundum bewegt sich und es ist innen drin wie so ein Gyroskopball, nenne ich es jetzt mal, der immer gerade bleibt und das Schiff bewegt sich rundum. Das finde ich auch ein nettes Detail, dass wir da unten das sie da dann mal mit eingezackt haben. So müssen sie Pokémon fühlen. Ich glaube, dass die in Wirklichkeit die ganze Film anbeidelt und die kotzen die ganze Zeit. Deswegen seid ihr immer froh, wenn es dann rauskommen. Ja, oh, Gott sei Dank. Luft. Was auch geil war, dieser kurze Ausschnitt von der Nacht der 1000 Tränen, in der man sagt, wie Mandalore von den TIE-Bombern da zerlegt wird. Das ist auch richtig übel und geil in Szene gesetzt und genauso mal das erste Mal echte Klontruppen zum Sehen, weil die wir ja sonst gesehen haben, waren ja alle immer aus dem Computer und jetzt hat man das erste Mal echte Rüstungen bei den Klontruppeln drauf gehabt. In diesem Rückblick, wo man sagt, wie der Grogu aus dem Tempel fliehen muss, als die Order 66 ausgeführt wurde. Das finde ich auch geil. Und als schönes Detail ist, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, als der Cobb Vanth und der Mando zum Kite-Drachen fliegen, da sitzen sie auf so einem Speeder und du musst mir aufpassen, aus was das der Speeder vom Cobb Vanth bound ist. Das schaut nämlich aus, als wäre es die Turbine von eine Turbinen vom Podracer vom Anakin. Aha. Okay. Das ist auch ein schönes Detail. Das ist nämlich so rund und mit so einer Spitzen und vorne ist so ein gelbes Ding davor. Also finde ich auch cool, dass man das nochmal mit einbaut. Genauso wie so der Move von der Ahsoka, wenn sie die vor ihre Augen die Laserschwerter so horizontal auseinanderzieht, wie sie es halt auch oft in Clone Wars gemacht hat. Finde ich voll geil. Also das sind so kleine Details, die lassen mein Fan-Herz einfach höher schlagen. Da müsstest du wahrscheinlich in jedem Szenenwechsel kurz anhalten und dann feppen. Ja, oh Gott. Ich nimm dir die Worte aus dem Mund, gell? Ja. Also, hast du eigentlich so Top und Flop aus der Serie? Ja, schon. Was war da deins? Also mein Top ist, ich habe es ja vorhin mehrfach gesagt, diese Abwechslung. Das hat in der 2. Staffel so viel Spaß gemacht, dass ich mal gedacht habe, ja, dann ziehen wir es halt komplett durch. Dann machen wir halt auch noch Boba Fett mit und dann die 3. Staffel. Also, es macht halt einfach Spaß. Du schaust es an und denkst da, ja, das ist einfach rund, das Ding. Bis eben zum Staffelfinale. Das ist super. Mein Flop ist, dass, und das ist also es stört mich in der Staffel teilweise schon, aber wird später nur schlimmer, dass ich nicht bei jedem Charakter mitgekommen bin. Also es ist schon lang her, dass ich mal Clone Wars angeschaut habe. Das heißt, es sind jetzt auch für mich nicht alle präsent. Und da frage ich mich halt auch manchmal, wie ist das für Leute, die das vielleicht zum allerersten Mal sehen? Also sprich, die sonst nur nichts in dem Star Wars-Universum gesehen haben. Idioten. Ja, aber weg. Also du hast ja jetzt vorhin auch das mit dem Frog gesagt und so, der sagt man gar nichts. Also wirklich nicht. Ja, aber du hast Rebels zum Beispiel nicht gesehen, gell? Da habe ich die ersten 2 Folgen gesehen und fand scheiße. Dann habe ich mir gedacht, ja. Das ist aber dumm. Das ist einfach dumm. Das ist eine Top-Argumentation, das ist ja sehr erwachsen. Ja klar, ja. Du Idiot. Okay, gut. Und da merkt man schon,
wie verliebt diese ganzen Regisseure in diese Welt sind und der Dave Filoni, der Macher, der Produzent von der ganzen er und der Jon Serie ist. Favreau. Ja, schon, aber der Dave Filoni ist es ja federführend. Der hat ja auch damals schon für Clone Wars einiges gemacht. Ja. Und deswegen ist es für den wahrscheinlich alles so selbstverständlich, aber ich für meinen Teil hätte mich bei der einen oder anderen Figur schon ganz gern besser abgeholt gefühlt. Also, die reden halt, du bist ja total begeistert vorhin gewesen, als du gesagt hast, da sitzen die zu dritt an dem Tisch und dann reden die über irgendwelche Charaktere, Geschichten, keine Ahnung, wo ich mir denke, ja und? Ja, es ist wahrscheinlich schwierig bei so einem Riesenuniversum, dass du das so machst. Ich sag jetzt mal zum Beispiel mit Thrawn die Erwähnung, das ist ja eigentlich gerade wieder so nebenbei eingespielt worden, als man die Elsbeth da besiegt hat, dass sie dann sagt, wo ist der Anführer, der Thrawn, dass dann der Kenner sagt dann so, wow, geil, der Thrawn, und wer es nicht kennt, dann sagt er, ja, okay, da ist anscheinend etwa im Hintergrund, der heißt halt Thrawn. Das ist, finde ich jetzt halt, weiß jetzt nicht, ob das so dramatisch ist für jemanden, der es noch nicht gesehen hat. Und wenn, dann schaut er gefälligst alles so durch Sau. Also wieder ganz tolle Argumentation. Ja, wir reden über Filme und Serien. In der Staffel sind es wirklich nur Nuancen, die wieder stören, weil ansonsten ist das Ding halt einfach rund. Ich finde es cool. Das mit dem Boba Fett, mein Gott, brauche ich jetzt unbedingt eine Erklärung, dass der in Episode 6 da damals gestorben ist? Na, eigentlich ja nicht. Es ist jetzt für das, wie er in Szene gesetzt ist, in The Mandalorian Staffel 2 nicht wichtig. Ja, das stimmt, ja. Und es ist halt für Kenner einfach wieder dann so, dass du sagst, wow, geil, Alter. Bin ja gespannt, wie es die Geschichte dann auserzählt. Was ist denn dein Top und Flop? Also mein Top, da schieße ich mich aufs Finale weiter ein, weil das wirklich so schön zum Schauen war und so mich wirklich teilweise so berührt hat, eben als Fan und gleichzeitig dann auch so wegen der Geschichte. Das ist mein absoluter Top. Das war wahrscheinlich auch mein Top wenn man Top und Flop über die komplette Serie machen hatten, war wahrscheinlich auch das mein Top über die komplette Serie, dieses Finale. Und mein Flop ist, dass man nicht an Sebastian Stan als jungen Luke gecastet hat und einfach ein bisschen umgeschminkt hat. Das hätte ich viel geiler gefunden als diese CGI-Gesichtsverjüngung, die ja später dann weil da vor 6 Jahren hat es halt noch nicht so hundertprozentig geil ausgeschaut. Also da merkt man es halt schon noch, da ist Luft nach oben. Mittlerweile schaut es wesentlich besser aus, was man dann auch bei Book of Boba und Mando 3 sagt. Aber ich habe so Vergleichsbeutel mal gesehen zwischen dem jungen Luke, Henry, bin jetzt deppert, Mark Hamill und Sebastian Stan. Und sie schauen sich schon gescheit ähnlich. Und das, wenn man noch ein bisschen dann mit Make-up gemacht hätte, hätte ich viel geiler gefunden. Das nehme ich einfach mal als Flop her. Aber ansonsten kann ich bei der zweiten Staffel... Weil mich das da wirklich nicht gestört hat. Also das dann ja... gestört auch überhaupt nicht. Gestört überhaupt nicht. Also das nicht. Ich darf es nur noch geiler finden, wenn halt nicht Computer gemacht ist, sondern man sagt, hey, wir haben jemanden, der schaut dem sau ähnlich, geben wir unsere Make-up-Künstler da lieber antennt, dass wir sagen, hey, jetzt riecht's den so her, dass er ausschaut wie der Mark Hamill damals nach die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und das da die einfach geiler finden, aber gestört hat's mir jetzt auch nicht, weil das der emotionalen Wucht, die das für mich zum Beispiel gehabt hat, dass der Luke Skywalker jetzt auf diese Art und Weise wieder eingeführt, wo er zurückkommt, überhaupt nichts abgenommen hat. Hast du dir diese Making-of-Geschichten da angeschaut? Habe ich auch angeschaut, ja. Also zum einen, ich glaube für alle, die da wirklich tierisch in dem Thema drin sind, ist es richtig geil für jemanden, der vor einem Monat die letzte Mandalorian-Folge gesehen hat und jetzt für die Vorbereitung für den heutigen Podcast sich das alles auf Druckbetankung reinzogen hat. Alter, meine Fresse, wie viel kann man zum Making-of denn eigentlich dran? Also die erste Staffel ist ja völlig überdreht. Die haben einfach... Ja, ich wollte gerade, also hast du die erste jetzt auch, von der ersten Staffel auch jetzt erst angeschaut? Ja. Weil du merkst da direkt so einen Verfall, scheinbar, sage ich jetzt mit Anführungszeichen, an Interesse oder Budget dafür, von dem Making-of von Staffel 1 zu Staffel 3, weil bei Staffel 3, glaube ich, waren es gerade nur 2 Folgen oder so. Ja, genau. Und bei der ersten war es ja, glaube ich, jeweils 1 Stunde zu jeder Folge und bei der zweiten war es dann nur jede Folge, aber gerade nur so eine halbe Stunde. 35 Minuten pro Folge, aber 8 Folgen. 8 Folgen für fucking Making-of. Ihr habt's ja einen Arsch offen für die erste Staffel. Dann gibt die zweite Staffel, ich glaube, es ist ein Film,
Und dann nochmal extra 45 Minuten Folge über eben das Finale, wo es dann dieses, das große Relief dann mit dem Luke aufklären. Und auf das wollte ich jetzt gerade hinaus. Sie haben ja schon jemanden gecastet, der ähnlich ausschaut, auch von der Statur her. Dann haben sie ja mit Deepfakes gearbeitet. Das ist nicht die Verjüngung. Also sie haben da, die haben da schon mehrere unterschiedliche Techniken angewandt. Sie haben ja auch das Ganze mit dem Mark Hamill ebenfalls gedreht, was ich richtig stark finde. Also, sie haben sie eigentlich 3 Mal mehr oder weniger gedreht, gell? Das war ja, also, weil sie ja dann auch nochmal in dieser Kugel gedreht haben. In der Kugel? Ja, da gab es dann noch so eine Kugel, wo dann lauter so Punkte drauf gleicht worden sind, damit da auch wieder so ein Modell entsteht. Ach so, ja, weil es ja am Anfang, genau, das hat ja 2 Gründe gehabt. Zum einen eben, weil es dann das mit der Verjüngung versucht haben oder ja teilweise dann gemacht haben. Und zum anderen, damit sie es ja die ganze Zeit geheim halten konnten, haben sie ja irgendeinen anderen Jedi angekündigt, dass der da kommt. Und ja, der Fischkopf. Nein, nicht der Fischkopf, sondern der mit der Masken, der Lieblingsjedi vom Dave Filoni ist. Ich finde den auch ziemlich cool. Jetzt weiß ich seinen Namen, aber nicht mehr. Kalamari. Tumansan Akbar. Das ist kein Jedi, Schweinekopf. Ja, das ist doch ein Fischkopf, was der da hat. No! Doch, ganz sicher. Ganz andere Rasse, ganz woanders sein mir. Ich google das nebenbei. Erzähl du weiter vom Making-of. Hast nichts mehr vom Making-of. Achso, du warst gerade kurz weg. Also, ich habe gesagt, ich google dabei und du kannst dabei weiter das Making-of reden. Ja, weil dann kann ich ja nur sagen, der Verfall ist in der 3. Staffel ja noch viel, viel schlimmer. Da haben sie sich nämlich dann nicht einmal mehr die Mühe gemacht, dass 2 Folgen produzieren. Also es ist eine Folge mit 35 Minuten oder so. Oder so, ja. Plo Koon heißt der. Sorry, jetzt nicht. Plo Koon. Den haben sie eigentlich angekündigt, weil es nämlich eben ein Dave Filoni sein Lieblingsjedi ist und es damit dann eine realistischere Version gewesen war, dass der wieder zurückkommt. Was auch cool gewesen war. Ich hab den Plo Koon Ming, mit dem gibt's ja auch so ein Story-Arc, wo er mit der Ahsoka unterwegs ist in Clone Wars und der war cool, aber hat leider die Order 66 nicht überlebt. Na. Das ist ja irre, zu der Zeit, wo er ständig, oder in Zeiten von Social Media, dass sie es wirklich geschafft haben, an Luke Skywalker seinen Auftritt bis zum Finale geheim zu halten, das ist echt eine gute Leistung gewesen. Ja, dass da alle dicht gehalten haben, das ist voll, ja. Das ist vor allem die haben ja da ganz viel Leute, da haben wir immer ganz wenige gerade am Set sein dürfen und so. Es war ja cool, glaube ich, wie sie verzeihen, wo sie ihn angerufen haben, dass er kommt, er soll es mal anschauen, da haben sie aber noch gar nicht gesagt, dass sie planen, dass er kommt, sondern nur, hey, schau mal vorbei, was hältst du so von dem, was wir da treiben und wie findest du das denn? Also sie haben da wirklich ganze Arbeit geleistet, dass sie das nicht sagen und das sind so, da wo ich sage, genau so musst du durch das eigentlich machen, deswegen finde ich es als Toad Shot, jetzt zum Beispiel bei mal kurz einen Schwenk auf Avengers Doomsday, dass die da schon wieder so viele Figuren verraten haben, die da jetzt halt wiederkämen, wie an Captain America und an Robert Downey Jr. und so weiter. Das ist immer eine viel geilere Überraschung, wenn du während dem Schauen beim ersten Mal sehen, dieses Ding in die Fresse kriegst und eine von deinen Lieblingsfiguren wieder auftaucht. Weiß ich nicht, warum sie da nicht viel mehr leider Scheibe davon abschneiden. Ja. Ob man das so direkt vergleichen kann, weil das merkt man jetzt auch bei dem Trailer zum Film. Also ich glaube, dass der Film anders ziehen wird, oder anders funktioniert, wie du halt dann da Ankündigungen machen musst, wie halt bei so einer Serie. Bei der Serie war es ja dann so, Moment, jetzt muss ich noch mal kurz spicken, dass das ja wöchentlich rausgekommen ist. Und du willst ja dann schon am Ende so ein Finale haben, wo dann die Leute sagen, boah, fuck, hast du dir das zu Ende angeschaut, boah, wie geil. Und dann klicken die Leute wieder in Disney Plus rein und schauen sich das halt natürlich bis zum Ende an. Beim Film kannst du es nicht machen. Beim Film musst du halt gleich von Anfang an sagen, ey, Alter, hast du gewusst, dass der und der und der und der, deine ganzen Lieblingsfiguren da mitspielen? Geh ins Kino, Mann. Sonst gibt's aufs Maul. Ja. Ja, klar, aber ich muss ja nicht alle raushauen, weil bei Doomsday ist jetzt ein Gefühl, so als hätten sie jetzt schon alle Ankündigungen gemacht, die es gibt irgendwie. Also da hat es überhaupt keine Überraschung mehr gegeben. Oder eben, das ist klar, ich weiß, was du meinst, marketingtechnisch macht das schon Sinn, weil es Leute vorher eine heißt, aber es nimmt halt einfach viel Überraschungseffekt weg und ich persönlich würde gerne überrascht im Kino. Ich finde es einfach nur persönlich schade. Marketingtechnisch ist es klar, gibt es voll Sinn, dass ich mit so Namen und Gesichter die Leute vorher schon ins Kino einbringe. Ja. Der Kani wird immer sehr gern überrascht, deswegen googelt er jedes Mal, wenn die Credits losgehen, ob da nur Post-Credit-Scene gibt oder nicht, ob es sich lohnt, sitzen zu bleiben oder nicht. So sehr hasst er Überraschungen.
Ja, genau. Ich google zumindest nicht, wo es in der Post-Credit-Scene kommt. Ich möchte nur wissen, ob es eine ist, weil ich mir doch nicht jetzt teilweise 10 Minuten rein sitze und dann kommt nichts mehr. Das hat nicht ganz dicht leid. Eben, die Leute, die da mitgemacht haben, die haben das überhaupt nicht verdient, dass man sich das anschaut. Spacken, Alter. Was interessiert mich, wer der Caterer war? Der hat nämlich gescheit kochen können. So, lass uns mal auf Book of Boba Fett switchen, oder? Genau, und kannst du mir kurz erklären, um was es da geht und warum wir das eigentlich besprechen? Was hat es denn mit dem Mandalorian zu tun? Ja, die haben den gleichen Helm. So. Der Book of Boba Fett ist ja, wenn man es da nochmal angeschaut hat, was auch viele Leute der Serie ankreiden, so ein Mando 2.5 Staffel waren, weil nämlich, Spoiler, der Din Djarin dann auch so die letzten 3 Folgen von 7 auf alle Fälle dabei war, meine ich. Bei so 3 Folgen war er auf alle Fälle dabei. In Book of Boba Fett geht es darum, dass wir eben am Boba Fett ein wenig begleiten, weil, wie der Corby schon gesagt hat, man muss in der Folge, die man vorher gesehen hat, nicht wissen, woher das er kommt. Aber wer es weiß, denkt sich, okay, wie kann der noch da sein? Denn in Episode 6 ist er ja eigentlich in die Salakgrube gefallen und wer einmal in die Salakgrube fällt, kommt da so leicht nicht mehr raus. Aber nicht der Boba Fett, der sagt, fuck you! Und zapft dann erstmal vor so einem Stormtrooper in dieser Höhle da unten einen Sauerstoff an und kämpft sie dann wirklich wieder aus dieser Salakgrube raus. Das ist ein Part, dass wir erfahren, wie hat er das überlebt. Was hat er die ganze Zeit gemacht eigentlich, bis zu dem Moment, wo er dann vom unserem Din Djarin Mando die Rüstung wieder kriegt. Was ist da passiert? Warum ist er so, hat er so einen komischen Mantel eigentlich das erlebt man dann eben in Form von Rückblicken in der Serie. Er ist nämlich dann in so einem Tuskenräuber-Stamm als Gefangener angekommen und irgendwann aber dann ein vollwertiges Mitglied in diesem Stamm geworden und hat dann so dadurch auch einige neue Werte für sich mitnehmen können, sage ich jetzt einmal, dass er nur dieser stumpfe Kopfgeldjäger ist. Und dann so der dritte Part ist, was macht er jetzt? Weil, wie der Corby vorher erzählt hat, in der Post-Credit-Scene sehen wir ja, dass er mit der Fennec Shand dann einen Bib Fortuna erst einmal weglasert, der auch geil fett worden ist. Das sollte man auch noch erwähnen. Also, wenn man auf dem Jabba seinen Thron sitzt, wird man anscheinend automatisch mehrgewichtig, um es richtig zu formulieren. Bib Fortuna, geiler Fettsack. Und was treibt er da jetzt eigentlich, der Boba, nachdem er das übernommen hat? Weil er hat da mit einigen Leuten zum Kämpfen, nämlich dem Bürgermeister, Kartellen wie den Pikes, die ihren Gewürzschmuggel da weiterhin fabrizieren wollen, wohin Wasserverkäufer, die zu völlig überteuerten Preisen einer Wasser verticken. Also es gibt einiges zu tun, wo es uns der Robert Rodriguez, der da glaube ich ja so federführend der Regisseur war für die Serie, auf 7 Folgen präsentiert. Federführend mit 2 Folgen. Ich glaube, gerade 2 hat gemeint, dass er 3 gemacht hat. Nein, er hat 2 gemacht. Ach, du lügst doch, du hast doch vorher schon mal gelungen. Okay. Also so lockig flocker, wie der Kani das erzählt hat, dass er da aus dieser Grube rausgekommen ist und dann zu den Tuskenräuber quatschelt ist, so war es jetzt nicht. Also er ist schon echt völlig kaputt, als er das da rausgeschafft hat. Und die Tusken, ja, weil die scheiß Javas haben wir dann auch noch die Rüstung geklaut. Das muss man auch noch dazu sagen. ja, die Dreckschweine. Ja, und die Tusken finden ihn dann. Und überlegen dann, essen oder nicht. Köstlicher Boba. Aber gerade dieser erste Part finde ich schon geil. Also zum einen die Story, warum lebt er eigentlich noch und wie kam er an den Platz hin? Und das ist halt irgendwie so ein Ding, wo man sich halt dann überlegen muss das jetzt eine Serie sein? Es hätte ja eigentlich auch so ein eigenständiger, cooler Film sein können, wo man halt dann das sieht und wo er halt dann vielleicht gegen einen Bösewicht kämpft. Wir haben ja auch mindestens einen Bösewicht in dieser Serie, wo jetzt auch wieder spicken muss, du weißt es bestimmt auswendig, der blaue Dude mit dem Kabelhut. Nein, Cobb Vant. Shit, muss jetzt selber schnell spicken, wie der heißt. Der Cat Bane. Cat Bane. Wenn der Cat Bane einfach dann der Hauptbösewicht wäre, von Anfang an, das wäre cool. Aber die Serie ist halt wirklich so ein verkacktes, ich bin eigentlich ein verlängerter Arm von The Mandalorian und deswegen geht's halt auch in 2,5 Folgen von den 7. Also in den fast in der Hälfte von der Serie um Grogu
und ein Mando. Ja, genau. Es ist, aber ja, muss es gerade ein Film sein. Es ist ja gefühlt schon so auch gewollt, dass das alles ineinander greift und miteinander verzahnt. Aber darum habe ich jetzt zum Beispiel persönlich damit nicht das Problem gehabt, wie es viele andere gehabt haben, dass der Mando da so große Präsenz hat. Weil in meinen Augen der Boba deswegen nicht zu kurz gekommen ist, sondern eigentlich eine ziemlich gut ausgearbeitete Hintergrundgeschichte gekriegt hat, in dem meine Augen. Also ich finde für das, dass die Serie The Book of Boba Fett heißt, geht es erstaunlich wenig um ihn. Also in dem ersten Part definitiv. Aber im zweiten, da dreht sie es irgendwie die ganze Zeit so im Kreis und ich finde, gerade beim Finale macht das für mich gar keinen Unterschied, ob der überhaupt dabei ist oder nicht. Hallo, der kommt im Rancor. Ja, schon, aber trotzdem. Ja klar, dass es Sinn macht. Also das Finale ist ja völliges Chaos, was da dann alles passiert. Und Da geht's voll ab, ja. also geil. obwohl das nur 7 Folgen sind, ab dieser, alles was nach der ersten Phase kommt, das ist zwar cool, also es schaut immer wirklich perfekt in dieser Welt aus, es ist super interessant und ich kann jeden Star Wars Fan verstehen, der sagt, hey, allein, dass sie diese und diese und diese und diese Figuren damit reinbracht haben, ist es doch alles verziehen und das ist einfach super geil. Aber mir hat halt die Serie dadurch stellenweise des Öfteren verloren. Wo ich das erste Mal gesehen habe, da war mir das gar nicht so bewusst, wie präsent der Grogu, der Luke, die Ahsoka und der Mando auf einmal da in mindestens einer, wenn nicht in 2 Folgen dann da präsentiert werden. Und das ist ja Ja, 2 Folgen sind's. Das ist so, Folge 5 und Folge 6 haben die Figuren eigentlich einen ja, Fokus. völlig krass. Also völlig krass. Das hat ja eigentlich ja wirklich gar nichts mit Boba Fett zu tun. Ich glaube, in der 5. Folge kommt er fast nicht vor. Ja, da ist er fast mal weg. Aber das ist, glaube ich, die geile, oder? Wo der Mando eingeführt wird und ist das eine Schlachterei oder so, wo er dann das Kopfgeld einsammelt. Ja, ja. Das ist eine ziemlich geile Szene ist das gewesen. Übrigens, laut IMDb hat der Robert Rodriguez doch 3 Folgen gemacht, du Lügenmaul. Welche denn? Ja, 3 Folgen halt steht dort. Ja, welche? Zieh's auf. Das steht nicht da, du blödes Sau. Da steht nur 3 Folgen. Warte mal, ich habe draufgeklickt. Das ist nämlich als Link hinterlegt. Chapter 1. Wow, sie schreiben 3 Folgen hier und dann schreiben sie nicht weiter, oder was? Schreiben sie nur eine Folge hier, oder? Ach, 3, also 3 1, anscheinend 3 3, und ja. 7. Anscheinend 3. Was steht bei mir bei 3? Corby. Robert Und Liebermann. Nein, Okay. Freunde. Der Robert Liebermann hat das gemacht. Idioten. Kann das sein, dass Rodriguez auf Deutsch Liebermann bedeutet? Ich glaube schon, ja. Ach, geil. Okay, gut. Ja, gehen wir mal so ein bisschen durch. So. Was hältst du so allgemein jetzt von dem, dass er überhaupt nur lebt und dass er wieder kommt und so weiter? Wie findest du das überhaupt? Das ist geil. Also, ich finde das schon cool, weil das hat man ja bei Robert Chicken schon des Öfteren gehabt. Diese Mythen, ob der Boba Fett denn nicht doch nur überlebt hat und so, und ob er dann nur mehr anders gestorben ist. Und da fand ich das halt echt geil, dass er in der Mandalorian Staffel 2 dann auftaucht ist und dass sie halt dann diese Hintergrundgeschichte nochmal beleuchten oder dem vielleicht nochmal ein ganz anderes Licht stellen, finde ich halt auch cool. Dass er halt dann den Platz vom Java übernimmt, wobei ich das immer nicht so richtig verstanden hatte. Ich habe gedacht, das ist ein Palast, relativ weit weg von der Stadt. Wie heißt die Stadt? Das ist Mos Espa ist das. genau, Mos Espa. Und das hat man ja eigentlich nie davor so richtig gesehen, wie riesig diese Stadt eigentlich ist. Ja. Und deswegen habe ich mir mal gedacht, okay, die haben den zwar jetzt getötet, aber der kann sich jetzt wieder auf weitere Abenteuer begeben. Was macht er denn da? Fett werden. Ja, und so wie dann die Serie war, hat es mir dann doch eher überrascht, weil ich finde, dass das ja so mit der ganzen Vorgeschichte vom Boba Fett gar nicht zusammenpasst. Also, warum wird jetzt Kopfgeldjäger zum, naja, Art König? Ja, vielleicht, ich glaube, das hängt dann zusammen mit dem, dass er da bei die Tusken gelebt hat. Kann man jetzt ja zumindest so als Erklärung für mich herziehen, dass er da eben die Welt ein bisschen kennengelernt hat und auch mitgekriegt hat, was der Jabba eigentlich so drin hat und sie gedacht hat, er macht das jetzt alles sehr ein wenig
cooler als davor. Er hat jetzt einfach Bock, dass er da Chef spielt. Aber es wird eigentlich nie so richtig thematisiert, oder? Nein, so einen richtigen Beweggrund hast du, glaube ich, hat er nie genannt. Nur so, dass Mos Espa jetzt der Science ist und er ist jetzt da wie heißt der Daikiri von denen. Ja, aber das hat mir nur gefehlt. Wie findest du das, dass er wieder da ist? Ja, dass er wieder da ist, an sich cool, weil ich habe nämlich nie diesen Hype um die Figur verstanden, weil der ist ja schon, seit es ihn gibt, ist ja Boba Fett die Nonplusultra-Figur gewesen. Alle lieben Boba Fett und Boba Fett ist so geil und was weiß ich was. Und ich habe mir gedacht, der hat doch keine 5 Sätze in den 2 Filme, wo man gesehen hat, geredet und ist am Ende vom blinden Han Solo mit dem Stecker ins Kreuz gehauen worden und mit einer Fehlzündung von seinem Jetpack in das Salakloch rein. Warum hat diese Figur so einen Stellenwert bei alle? Ich verstehe nicht. Und jetzt haben sie die Figur, erstens mal schon bei dem Auftritt in Mando Staffel 2, haben sie ihm halt mal so einen Badass-Touch gegeben, wo ich sage, okay, jetzt verstehe ich, warum ich diese Figur geil finden darf, weil der halt einfach allein so ganze, so, was man sieht, 30, 40 Stormtrooper fertig macht und 2 Schiffe noch runterschießt und aus seine Knie ausschießen kann und was weiß ich. Jetzt kann ich es verstehen. Und er ist halt auch so ein Badass, dass er sich aus dieser Salakgrube raus befreien kann und das übersteht und so. Das finde ich halt cool. Jetzt ist für mich Boba Fett eine gerechtfertigte, coole Figur. Und vorher hat's zwar coole Optik gehabt, das hat man nie das habe ich schon gefunden, dass er gut ausschaut, weil mir halt auch diese Mando-Rüstung an sich gefällt. Aber jetzt greift alles so ineinander. Jetzt hat er eine coole Rüstung, vor allem nachdem er es ja jetzt dann, also man sieht es ja in der Episode 7 von der 2. Staffel Mando schon, dass er es ja dann putzt hat, seine Rüstung, und ein wenig neu lackiert. Jetzt schaut es halt richtig geil aus. Jetzt hat er geiles Auftreten, geile Präsenz, er bringt geile Action, und das taugt mir. Jetzt finde ich ihn richtig cool als Figur. Aber ich habe das vorher nie verstanden. Ich habe mich immer gefragt, warum flippen alle so aus, wegen diesem verdammten Boba Fett. Ja, stimmt. Also kann ich da auch nicht beantworten. Aber gut, du hattest ja nicht viel, weißt du? Wenn du jetzt nicht unbedingt auf die 0815 Helden stehen willst oder auf die Droiden, dann musst du halt den nächstbesten schnappen, der einigermaßen sexuell attraktiv ist, und das ist halt dann der Boba Fett. Nein, das war wenn dann der gelbe Reptilien-Kopfgeldjäger gewesen. Mit seinem Riesenschwanz hinten drauf. Oh Gott. Aber wer möchte denn schon immer so mit diese Leute aus der B-Riege geil finden? Das sind immer so diese Arschgeigen, die so mit Absicht dagegen sind. Die sagen, ich bin kein Mario-Fan, ich bin ein Luigi-Fan, weil ich bin anders. Du bist ein Vollidiot, halt dein Maul. Das ist genau die perfekte Note, um die jetzt für euch hier kostenlose Folge zu beenden. Weil wir schwenken jetzt rüber auf unsere Steady-inklusiven Community. Schmeißt es jetzt raus. Genau. Von dem her, schreibt uns in die Kommentare, was ihr denn von dem bisher Gehörten so gefunden habt. Und ansonsten, ihr dürft über das andere, über den Film und über Staffel 3 überhaupt nichts schreiben. Das wird, wenn er bei Steady gemacht. Also Ganz holt genau. euch bitte ein Steady-Abo. Ihr könnt uns da auf der Webseite besuchen und dann da auf Steady finden, oder ihr schaut in die Shownotes, da haben wir es bestimmt verlinkt, weil wir irgendwo findest du es schon. Weil wir ja doch im Grunde unseres Herzens gute Menschen sind. 50-50, ja. Also von dem her, Kani, haus raus. Wo sind? Ja, nur mal so Tschüssi sagen und so. Ach so, ja, genau. Es tut mir fast leid, dass wir das so machen müssen, aber wir wollen ja endlich reich werden, und deswegen haut's ab, macht das Steady-Abo, und dann hört euch Part 2 von unserer Road to the Mandalorian und Grogu an. Genau, wir hören uns dann gleich bei Steady, und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht von Nevada. Von Nevada. Nevada. Nevada, Gesundheit. Ja, danke. Tschüss.